Ja, ich wurde gepackt vom Vorbereiten, sage ich mal. Das ist das Erstaunliche, was ich immer wieder erlebe. Als Phil mich angefragt hat, ja, hättest du Lust, was denkst du, predigen? Ja, was soll ich sagen? Ist immer ein wenig ein Schritt aufs Wasser. Ist nicht mein Hauptberuf, ich bin Landwirt, dort gäbe es auch immer Arbeit. Und doch entdecke ich den Wert darin, Zeit mit dem Predigen respektive mit dem Predigtvorbereiten zu verbringen. Ich fühle mich wohl am meisten gesegnet und ich bekam Freude am Lesen der Bibel und am Lernen über die Menschen, die Gott uns in der Bibel vorstellt. Hierzu gleich die Einladung für euch in einer Kleingruppe, Hauskreis, Jugendtreff oder auch Kids-Treff, wenn ihr euch für einen Input vorbereitet. Das lohnt sich, auch wenn man vielleicht nicht allzu sehr talentiert ist oder man vielleicht findet, ich finde dann die Worte nicht oder wie auch immer, aber alleine schon der Vorbereitung wegen lohnt sich das Ganze. Ich hatte beim Themen freie Wahl, ich konnte wählen, über was ich reden wollte und ich habe Vorbilder des Glaubens gewählt. Ich denke, viele von euch heutzutage, die sind irgendwo auf Social Media, ich auch, Instagram für mich. Ich folge da Leuten und schaue, was die so sagen und tun, den ganzen Tag machen. Und von den einen lernt man was, besser oder weniger gescheit. Und von den einen, die sind nur Unterhaltung. Und ich glaube, wir haben in der Bibel aber auch Vorbilder, von denen wir lernen können. Und deshalb bin ich wirklich überzeugt, dass wir heute viel lernen können von zwei Vorbildern, welche uns heute durch den Gottesdienst begleiten werden. In Hebräerbrief, Hebräer 11, das ist so das Kapitel der Vorbilder. Wir haben wirklich dort eigentlich ein Laudatio über die Vorbilder im Alten Testament. Der Schreiber, der rühmt dort die Glaubensvorbilder, er macht da eine Liste, was die Großes getan haben und würde am liebsten noch viel, viel länger darüber schreiben. Den Hebräer 11 möchte ich jetzt aber nicht näher beleuchten, sondern ich möchte morgen lieber etwas praktischer werden und direkt zu den Leuten gehen. Aber im Hebräer 11 ist zum Beispiel der Noah erwähnt als großes Glaubensvorbild. Ja, Noah, der baute eine Arche, obwohl es noch nie geregnet hatte. Also überlegt mal, ihr kriegt da eine Botschaft von Gott und ihr fängt mal an, ein Schiff zu bauen, aber bevor die Sintflut war, hat es noch nie geregnet. Die Feuchtigkeit kam vom Tau. Also ich hätte ihn vielleicht auch etwas ausgelacht, den Noah, einfach so eine Arche zu bauen. Mehrere Jahrzehnte musste der bauen für etwas, das er noch nie gesehen hat. Oder auch Josef. Ja, wir waren letzte Woche sehr mit dem Josef und dieser Geschichte unterwegs und ich habe gemerkt, der Josef, der hatte wirklich Glauben. Der war ja in Ägypten der zweithöchste im Land, einem florierenden Land, aber irgendwie wusste dieser, das Volk Israel wird irgendwann wieder aus Ägypten ausziehen. Und als er im Sterben lag, hat er seinen Vertrauten gesagt, nehmt meine Gebeine mit, wenn ihr auszieht. Also der wusste, er stirbt jetzt und sagt seinen Nachkommen, hey, wenn ihr dann geht, nehmt meine Gebeine mit, das ist für mich wichtig. Und die haben das dann tatsächlich Jahrzehnte später auch gemacht. Also auch er glaubte an etwas, das er noch nicht gesehen hat. Und das erlebe ich immer wieder im Glauben. Persönlich in meinem Glaubensleben, das Spannungsfeld zwischen Sehen und Glauben. Denn Glauben sehen wir nicht. Ja, das ist elend für uns Ratio-Menschen. Wir sind doch so verstandesgesteuert in unserer Gesellschaft. Was wir nicht sehen, glauben wir nicht. Aber ja, das WLAN sehen auch die wenigsten. Und trotzdem haben wir es und können damit arbeiten. Und egal wie du glaubst, dass die Welt entstanden ist, gesehen hast du es ganz bestimmt nicht. Und darum, Glaube ist etwas, das jeder Mensch, ob nun christlich, gläubig oder Atheist ist,
Jeder muss irgendwie glauben, denn wir können nicht alles sehen. Und deshalb lade ich euch nun ein auf eine Glaubensreise. Ich habe 2 Leute eingeladen heute vom Alten Testament. Und weil ich nicht gerne über Leute rede, die nicht hier sind, habe ich gesagt, ja, kommt doch mit mir in den Gottesdienst heute in der FEG Embrach. Und habe da kurzerhand jemand mitgenommen. Er ist eher nicht so der große Redner, er ist mehr introvertiert, er wird heute nicht viel sprechen. Man nennen wir ihn heute Josua. Das ist der Josua. Ja, schön, wie der sich da macht. Ja, wirklich toll bist du hier, Josua. Herzlich willkommen hier in der FEG Embrach. Er machte eine Zeitreise. Zeitreise circa 3500, 3400 Jahre. Ja, musste er reisen, dass er heute hier steht. Sein Leben spielte 1500, 1400 vor Christus. Ja, wie gesagt, wir sind in dieser Zeit von Josef. Josef war in Ägypten und Jahrzehnte später kam dann Mose, welcher das Volk aus Ägypten herausführte. Und Josua, dieser Typ hier, war der Nachfolger von Mose. Also er bekam eigentlich das Zepter in die Hand und übernahm den Lead vom Volk Israel. Er war der Staatshöchste, damals hatte das Sagen, Premierminister oder Präsident, wie man ihn nennen möchte. Er war damals der Leader vom Volk Israel, 1400 vor Christus. Ja, wieso kam ich auf das Thema? Auch kam ich auf das Thema, weil ich in meiner täglichen Bibel lese, im 2. Mose, ist ja nicht so eine spannende Abschnitt der Bibel, wenn man mehr lieber im Neuen Testament liest. Aber da stolperte ich über einen Vers. Und zwar hieß da im 2. Mose, ein junger Mann namens Josua blieb ständig im Zelt des Herrn. Und ich so, Also Mose, der Vorgänger von Josua, hat ja die Stiftshütte gebaut im Auftrag von Gott. Das war damals der Tempel, wo Gott wohnte. Und irgendwo steht eigentlich als Randnotiz, ein junger Mann blieb ständig im Zelt des Herrn. Und ich kannte Josua als Nachfolger von Mose, aus Geschichten, was er tat als Feldherr, als Führer. Aber ich wusste nicht, dass er als junger Mann ständig im Zelt des Herrn war. Das begeisterte mich, das hat mich gepackt. Ich musste das dann auch mit meiner kleinen Gruppe besprechen, was das auf sich hat mit der Zeit im Zelt des Herrn. Ich glaube, das hat Josua geprägt. Diese Zeit, das war das Fundament seines Lebens. Ja, das war nicht nur einfach ein wenig hängen, da musst du nichts arbeiten, wenn du im Zelt des Herrn bist, das glaube ich nicht, er war kein fauler Typ, das sehen wir auch später, aber irgendwie hat ihn das fasziniert, in der Gegenwart Gottes zu sein. Deshalb habe ich hier die Zeit mit dem Herrn als Grundlage gebaut. Ich denke, das war das Fundament von Josua, die Zeit mit dem Herrn, das sehen wir immer wieder. Und jeder Mensch steht auf einem Fundament. Man kann verschiedene Fundamente haben. Es kann der Beruf sein, es kann eine Familie, erfolgreiche, schöne, gelungene Familie sein. Es kann vielleicht das Eigenheim sein, ein Haus, was dich auszeichnet, was dir Halt gibt. Es kann der Glaube sein an Jesus Christus. Oder vieles mehr kann dein Fundament sein. Es gibt Fundamente, die halten besser und weniger. Aber ich denke, die Zeit mit dem Herrn, das war das feste Fundament von Josua. In dieser Zeit als junger Mann wurde er geprägt, geformt und da wurde ein Vertrauen gebildet, das nichts mehr zerstören konnte. Ja, das war ja nicht alles, was der Josua getan hat. Er wurde schon als junger Mann, als Krieger ausgebildet und wir lesen von einer Schlacht, wo Mose noch der Leiter war. Und Josua wurde überraschend als Feldherr eingesetzt. Das heißt, er war damals dann der Offizier von der Militärabteilung vom Volk Israel
und hat damals die Schlacht strategisch geleitet. Ist diese Geschichte, wo Josua mit erhobenen Händen auf dem Berg wachte und solange Mose die Hände oben hatte und Gott betete, war Josua unten auf der Schlacht erfolgreich. Also was wir auch hier sehen, für alle Männer und Krieger unter uns, die immer denken, ja, der Glaube ist nur für Schwache. Also wenn ich etwas gelernt habe, dann dieser Josua, der ist nicht schwach. Das war ein Krieger. Der war schon in den 20er Jahren Feldherr, Oberstleutnant. Der war ein Krieger für Gott und er war kein Schwächling. Und er war ein Mann der Taten. Ich denke, Josua ist ein wirklicher Mann, der nicht von Schwäche gekennzeichnet war. Und diese Zeit mit Gott, die ich vorhin erwähnte, war kein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke. Denn genau das machte ihn erst richtig stark. Wie bereits erwähnt, war Josua ja der Nachfolger von Mose. Und Mose, auch ein großes Glaubensvorbild, hatte viele intime Momente mit Gott. Damals, als Mose die Gesetzestafeln, die 10 Gebote bekam, das war so eine mystische Geschichte auf einem Berg. Ja, wir können uns das kaum vorstellen. War Mose allein? Nein, war er nicht. Wir lesen im 2. Mose 24,12, das kann Noah gleich einblenden, damit ihr mitlesen könnt. Und der Herr sprach zu Mose: Steig zu mir auf den Berg und bleib eine Weile hier. Ich will dir die steinernen Tafeln geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote aufgeschrieben habe, um mein Volk zu unterweisen. Da bestieg Mose mit seinem Diener Josua den Berg Gottes. Ja, auch hier sehen wir eine intime Begegnung mit Gott. Dieser Josua, der glaubte nicht an einen fernen Gott. Der hatte immer wieder persönliche Zeiten mit Gott, die ihn prägten. Und kleine Anmerkung, falls du vielleicht mehr ein Mose, ein Vorbild, ein älterer Mann oder eine ältere Frau im Glauben bist, frage ich dich heute, mit wem steigst du auf den Berg des Herrn, um anderen Leuten die Begegnung mit Gott möglich zu machen? Das zeichnete Mose nämlich aus. Er war wohl ein großer Führer, aber er hatte es auch verstanden, einen Nachfolger zu schulen und zu formen. Ja, wenn Mose alleine gegangen wäre, was er durchaus hätte tun können, denn der Herr sprach zu Mose: Steig zu mir, also steig Singular. Aber Mose wusste, ich werde nicht ewig der Führer dieses Volkes sein. Deshalb muss ich mich in junge Leute, in die nächste Generation investieren. Ich muss ihnen zeigen, wie ich meinen Glauben lebe. Hast du Kinder? Wie lebst du den Glauben mit deinen Kindern, damit die Kinder sehen, wie die Eltern ihren Glauben leben? Das ist entscheidend für den Glauben der Nachfolger, für Josua in diesem Fall. Ja, dieses Fundament hat Josua ausgemacht, aber nicht nur das. Josua wurde danach eingesetzt. Als Mose älter wurde und seine Zeit vorbei war, wurde er eingesetzt von Mose. Zuerst über wenig, wir haben gehört, er war Feldherr, er war zuerst Leutnant im Militär, aber dann auch immer über mehr, bis er am Schluss oder ab der Mitte seines Lebens das Volk Israel leitete. Nach und nach bekam er mehr Verantwortung. Was viele nicht wissen und auch für mich neu war, er hieß eigentlich von Geburt an Hosea. Hosea heißt Rettung. Aber Mose gab ihm den neuen Namen Josua. Josua heißt, der Herr rettet. Also auch eine kleine Identitätsveränderung im Laufe seines Lebens. Rettung ist ich-bezogen, aber der Herr rettet, gibt Gott die Ehre. Und auch das hat Josua zu dem gemacht, der er ist, der Herr rettet. Er vertraute nicht auf sich, auf seine Kräfte und seine Macht, obwohl ich bin überzeugt, er hätte Grund genug gehabt, um auf seine Kräfte zu vertrauen. Aber das war ihm nicht genug. Er wollte vom Herrn geleitet und gerettet werden.
Ja, und so wurde er berufen zum Leiter über Israel und das hat ihn dann befähigt, überhaupt zu laufen, zu gehen und eine Berufung zu haben. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Jeder Christ, glaube ich, ist berufen zu einem Leben mit Gott in Heiligkeit, aber auch im Kleinen. Vielleicht bist du als Mama berufen oder vielleicht als Abteilungsleiter in der Firma, vielleicht als Maler, ganz praktisch auf der Baustelle. Auch das ist eine Berufung, wo du Gott mit einbeziehen kannst. Und reden wir die Berufung unserer selbst nicht klein. Er war berufen als großer Führer. Vielleicht bist du einfach als Kids-Treff-Leiter oder Kids-Treff-Leiterin berufen und kannst dort die Schritte machen mit und für Gott. Aber was ich gelernt habe von dieser Berufung als Feldherr, als Leiter, es führt uns in den Glauben. Wenn wir in unserer Berufung leben, dann sind wir nicht mehr aus uns selbst, sondern dann beginnen wir unser Glauben praktisch zu leben und vertrauen auf Gott, weil wir vielleicht Sachen machen, die unsere Kräfte übersteigen, die wir uns nicht unbedingt zutrauen. Und deshalb lade ich dich ein, mehr in deiner Berufung zu leben. Ja, als Josua eingesetzt wurde, lesen wir, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Ein Satz, den wir im Alten Testament nicht so häufig lesen, denn der Heilige Geist, der war damals nur wenigen vergönnt. Wirklich den Propheten, großen Leitern, die wurden in einer Zeremonie wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber wir, 3500 Jahre nach Josua und 2000 Jahre nach Pfingsten, dürfen wissen, für alle, die Jesus als ihren persönlichen Retter aufgenommen haben, denen verspricht Jesus den Heiligen Geist. Das heißt, dieses Privileg im Alten Testament ist nun unser aller Privileg in der heutigen Zeit. Und ich denke, mit diesem Ratgeber in sich wurde Josua erst wirklich zum großen Leiter. Darum denke ich, sein Herz war erfüllt mit dem Heiligen Geist und das hat ihn immer wieder auch mit Gott connected. Josua war ein Feldherr und er führte das Volk Israel ins verheißene Land. Das heißt, damals waren da andere Völker da, die vertrieben oder vernichtet werden mussten. Das heißt, er musste viele Entscheidungen treffen. Welche Strategie wählen wir? Welche Krieger nehme ich mit? Wie teile ich diese auf? Und all diese vielen, vielen kleinen Entscheidungen waren geprägt vom Heiligen Geist. Ja, Josua, ich habe gesagt, er war ein mutiger Krieger. Bevor er Leiter wurde vom Volk Israel, war er einer von 12 Kundschafter, die dieses fremde Land auskundschaften wollten. Und die Geschichte ein wenig kennen, 12 Kundschafter, 10 sagten, uneinnehmbar dieses Land, zu groß, zu stark, zu kräftig. Wir sind Ameisen im Vergleich zu diesen Riesen, vergesst es. Und da war Josua und Kaleb, 2 Typen, die sagen, wir können es nicht, aber in Gottes Kraft ist da das möglich. Er war kein Angsthase, auch wenn er so viel Gott in sich trug. Und als er sich für diesen Mut, für diese Tat entschied, diese 2 Kundschafter, Josua und Kaleb, sagten, wir können das einnehmen, dieses Land. Aber das Volk, das war aufgebracht, hatte Angst und wollte Josua und Kaleb steinigen. Und da steht ganz salopp im Alten Testament, die Herrlichkeit des Herrn trat in Erscheinung und verunmöglichte die Steinigung. Also das möchte ich miterleben. Da kommt, keine Ahnung, eine Rauchwolke oder so, da war dichter Nebel wie bei uns auf der Skipiste in den Bergen und die sehen nicht vom Pfosten zu Pfosten und die können den Josua nicht steinigen. Und danach hat Mose eingegriffen, das Volk zurechtgewiesen, war da eine längere Geschichte. Aber Josua war immer wieder beschützt und getragen von unserem Gott im Himmel. Ja, wir steigen in den nächsten Bibeltext in Josua 1,7. Den habe ich auch hier, meinte ich.
Ja, sei stark und mutig, spricht Gott zu Josua bei dessen Einsetzung zum Leader. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ein spannender Bibeltext, der vielen bekannt ist. Ich möchte bei diesem kurz verweilen. Tag und Nacht soll Josua über das Gesetz nachdenken. Der hatte ein Volk zu führen von mehreren 100.000 Menschen. Ich denke, der hätte genug zu tun gehabt, ganz praktisch, mit Streitschlichten, Strategien entwickeln, Vorwärtsdenken, Leiter befähigen, einsetzen. Aber Gott sagt, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach. Ein Vers, der bei mir im Arbeitsbüro hängt, weil es dort am ehesten vergessen geht, dass eigentlich das über das Gesetz Gottes nachdenken extrem wichtig ist für den Erfolg der Person. Wir wissen von Josua, er war nicht abgelenkt. Ich denke, die Zeit mit Gott, die hat ihn freigesetzt und fokussiert gemacht für beruflichen Erfolg. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen. Das hören wir heutzutage nicht mehr gern. Es ist nicht so modern mehr, gehorchen in einer liberalen, freien Welt. Weiche nicht von diesen Gesetzen ab, damit du Erfolg hast. Mehr steht nicht über diese Vorschriften, aber wir können sehen, dass Josua Erfolg hatte in seinem Leben. Er hatte am Schluss seines Lebens das komplette Land Israel, das verheißene Land, eingenommen. Jeder Stamm hatte bei seinem Tod sein Stammesrevier, wir können sagen Kantone. Er hatte das Land aufgeteilt und seine Berufung vollendet. Und anhand dieses Erfolges können wir sagen, er hat das umgesetzt. Josua war ein treuer Gehorcher von Gottes Gesetz. Und ich denke, das hat seine Gedanken bestimmt. Deshalb hier beim Kopf Gottes Weisungen, weil es wichtig ist, dass wir Tag und Nacht über das Wort Gottes und seine Pläne nachstudieren. Aber Josua war kein Philosoph oder Theologe. Das ist auch spannend. Er wusste wohl viel, wenn er wirklich das umgesetzt hatte und die Schrift und die Bücher oder die Geschichten von Mose und dem frühen Volk Israel studiert hat, die Gesetze Gottes umgesetzt hat, dann war er ein großer Theologe, aber er beschränkte sich nicht auf sein Wissen. Er blieb nicht stehen beim Lamentieren, sondern er wurde Täter des Wortes. Josua, wir lesen heute seine Geschichten der Tat, nicht der Theologie. Er hatte immer wieder schwierige Aufträge zu erfüllen, beim Landeinnehmen, beim Führen vom Volk Israel. Und diese hat er mit Bravour eingesetzt. Und deshalb denke ich, er war ein Mann, der angepackt hat, der seine Arme gebraucht hat und Täter war vom Glauben. Er war Täter vom Wort und ja, hat nicht einfach nur studiert, ab und zu Bibel gelesen, vielleicht noch einen Podcast gehört, sondern er hat wirklich gesagt, hey, was sagt, das gehört jetzt zu mir? Was spricht zu mir und was heißt das für mein Leben? Spannend, wie Josua ein Täter von Gottes Auftrag war. Und ein letztes, das mir aufgefallen ist vom Josua, er konnte immer wieder Gottes Größe bestaunen. Ja, die Stadt Jericho, eine Stadt mit großen, festen Stadtmauern, großen Türen. Wie nimmst du diese ein? Ja, läufst mal jeden Tag einmal rundherum
und vielleicht am 7. Tag 7-mal und dann schreist du ein wenig und nachher nimmst du die Stadt ein. Also völlig hirnrissig, müssen wir sagen, macht null Sinn. Kein Mensch käme auf diese Idee, aber Josua hat es umgesetzt. Wie kommt er drauf? Ich denke, es ist ein Zusammenspiel von all dem, was ich nun schon aufgezählt habe und hat ihn zum letzten Punkt gebracht, nämlich zum Staunen. Ja, er konnte immer wieder Gottes Größe bestaunen. Josua hatte immer wieder diese Größe Gottes vor Augen. Er hat seine Berufung gelebt, er hat das Wort gelesen, er hat Zeit mit Gott verbracht, er kam von der Theorie in der Praxis, hat das angewendet und konnte Gottes Größe staunen. Ja, ich habe mit meiner Frau die letzten Tage auch wieder gesagt, wie kann das sein, dass wir für Heilung beten und nichts passiert? Jesus hat uns berufen zum Heilen. Aber wir kämpfen mit der Heilung von verschiedenen Gebrechen. Und ich wünsche mir mehr dieses Staunen über Gottes Taten, diese Größe Gottes, diese Vollmacht zu erleben in meinem Leben. Da habe ich noch viel, viel Luft nach oben und ich träume davon. Vielleicht erlebe ich immer mehr davon. Ich wünsche mir das. Aber ich werde mir dann das vielleicht im Livestream noch anschauen, damit ich auch für mich sagen kann, hey, an welchem Punkt muss ich mehr leben wie Josua? Ja, Josua für mich eine extrem spannende Geschichte im Alten Testament. Aber es blieb nicht beim Josua. Ich habe gesagt, ist etwas männlich, ich brauche noch eine Frau. Habe da Verschiedenes gestöbert und im Hebräer 11 wurde ich fündig und habe eine große Gottesfrau gefunden, eine Frau vom Glauben. Und darf euch heute Rahab vorstellen. Auch sie habe ich eingeladen zu uns im Gottesdienst. Sie hat zugesagt, hatte noch freie Zeit heute. Und hier ist sie, Rahab, eine Frau aus derselben Zeit wie Josua. Diese Rahab hat in dieser Stadt Jericho gelebt und war Bürgerin von dieser Stadt Jericho, also zu der Zeit von Josua. Wir sind mitten in dieser Geschichte von Josef über Josua zu Rahab. Deshalb habe ich richtig Freude an der Rahab, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen. Und eine spannende Frau. Ich wurde richtig Fan. Also den Josua kannte ich ja ein wenig von den biblischen Geschichten und anderen Predigten, aber diese Rahab, die war mir noch ziemlich unbekannt. Und da wurde ich richtig Fan von ihr. Ich hoffe, ihr spürt das jetzt auch ein wenig. Auch sie hatte ganz, ganz große Eigenschaften, welche sie zu der gemacht hat, was sie ist. Zuerst ein wenig zu Rahab. Wer war diese Frau? Wie gesagt, Rahab war keine Israelitin. Sie lebte nicht im Volk von Josua. Und trotzdem lesen wir von ihr in der Bibel. Sie war Bürgerin von Jericho. Und immer, wenn wir von Rahab lesen, gibt es ein Wort, das vorher steht, die Prostituierte oder die Hure. Eine tiefe Identität war ihr Beruf. Okay, Prostitution, vielleicht nicht der normalste der Berufe, aber immer steht sie in diesem Zusammenhang. Eine Frau mit schwerer Geschichte. Also, wir wissen, Hure, Prostituierte, wirst du nicht zum Vergnügen. Das ist oftmals ein gebrochenes Herz dabei. Eine harte Geschichte. Da war viel schiefgelaufen. Wir lesen zu diesem Zeitpunkt, als sie in Jericho lebt, auch nichts von einem Mann. Ist auch verständlich. Aber eine Frau ohne Mann in der damaligen Gesellschaft galt nichts. Und die ganze Stadt wusste auch um ihr Beruf, dass sie ihr Lebensunterhalt mit Prostitution verdiente. Ja, diese Rahab, eine spannende Persönlichkeit. Es ist eine Geschichte von einer kaputten Frau. Aber diese Geschichte beginnt erst, als sie am Tiefpunkt ihres Lebens stand. Denn als Josua, der Feldherr,
diese Stadt Jericho einnehmen wollte, schickte er zuerst 2 Kundschafter aus. Ja, man muss ja erst schauen, wie sieht das Land aus und so. Und da kamen diese 2 Kundschafter in die Stadt Jericho und offensichtlich sahen die auch aus wie Israeliten und nicht wie Leute von Jericho, denn irgendwie war da bald in der Stadt bekannt, dass da 2 Kundschafter von Israel waren und bei dieser Rahab einkehrten. Na schön, war vielleicht noch eine smarte Idee, bei der Prostituierten einzukehren. Ja, das ist ja vielleicht noch so, da schaut niemand genau hin und das waren sowieso so ein bisschen die untere Schicht der Gesellschaft, die bei ihr ein- und ausgingen. Da dachten sie, okay, komm, wir gehen zu Rahab. Aber sie wurde nicht unentdeckt. Wie gesagt, Kundschafter, die wurden bemerkt und es kam zum König, dass da Kundschafter sind. Und dann kamen die Soldaten des Königs von Jericho und kamen zu Rahab und sagten, hey, gib uns die Kundschafter raus. Aber Rahab sagte, ah ja, diese 2 Kundschafter, ja, die waren hier, aber sind schon wieder gegangen. Aber insgeheim hat sie die Kundschafter in ihrem Haus auf dem Dach versteckt. Also, es bleibt hochspannend. Und da möchte ich nun in einen längeren Text einsteigen, Josua 2, 10 bis 15. Und wir lesen hier die Diskussion von Rahab, der Frau von Jericho, und den beiden Kundschaftern, den Diener von Josua. Denn wir haben gehört, sagt Rahab, die ungläubige Heidin, sagt zu den Kundschaftern, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, das waren 2 andere Könige in der Region, den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordans angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde, sagt die ungläubige Rahab, Prostituierte. Darum schwört ihr nun beim Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister und deren Familien. Vers 14 versprechen das dann die beiden Kundschafter und Rahab ließ die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich in die Stadtmauer gebaut und die Kundschafter konnten so fliehen. Also, wenn wir uns das nun vorstellen, da ist eine Prostituierte am Ende ihres Lebens, da kommen 2 Fremde, die sie eigentlich nicht kennt, die wollen ihre Stadt einnehmen, das war ihr total bewusst, und sie verrät hier nun ihr eigenes Volk. Also, das braucht schon ziemlich Mut. Überrascht hat mich auch das Wissen von dem Auszug aus Ägypten vom Volk Israel, denn das war schon über 40 Jahre her und das war nicht die Geschichte ihres Volkes. Das heißt, diese Frau, die war da ordentlich gebildet in der Geschichte vom Volk Israel. Und sie hat diesem Hören Sagen geglaubt. Das ist dann das Tüpfchen auf dem i. Die Geschichte, die sie gehört hat, hat sie geglaubt. Sie hat nicht gesagt, pappalapapp, das sind irgendwelche Geschichten, die erzählen sie, um Angst zu machen. Diese Frau hatte Glauben. Dieser Glaube, der hat sie ausgezeichnet und der war unüblich in dieser Zeit in einer fremden Stadt. Und das war das Fundament, wo Rahab draufgestanden ist. Für mich faszinierend, wie sie so glauben konnte, obwohl sie am Ende ihres Lebens war, als Prostituierte ausgestoßen von der Gesellschaft und trotzdem glaubte, dass es einen Gott im Himmel gibt, der auch Macht hat auf der Erde. Und Jericho hatte ihre eigenen Götzen, aber sie wusste, der Gott Israels steht über unseren heidnischen Göttern. Ja, ich habe das schon etwas aufgezeichnet, wie schwer ihre Vergangenheit war als Hure. Auch in Jakobus 2 lesen wir die Hure Rahab. Immer
war sie als so vorgestellt worden. Und für alle, die nun mehr vom Jesus seiner Gnade leben und denken, Gott hat sich geändert und die Gnade gibt es erst im Neuen Testament mit Jesus und im Alten Testament war das ein rachsüchtiger, böser Gott. Der hat hier ein Beispiel der Rahab für die ganz große Tröstergeschichte. Rahab, sie wurde getröstet. Ihr Leben hat mit dieser Geschichte eine 180-Grad-Wendung bekommen. Sie lief alleine in die Dunkelheit, mit der Prostitution und allem Dunkeln, was sie sonst noch getan hat, wendete sich dem Gott von Israel zu und bekam da Rettung. Für mich eine ganz krasse Geschichte, was Gott verändern kann im Leben. Und dieser Glaube als Fundament, diese Tröstergeschichte, war erst möglich, weil sie den Gott der Bibel, der Israeliten, erkannt hat. Er hat erkannt, wer und was Gott ist und hat daran geglaubt. Und ja, wir lesen das und denken, ja, okay, gut, das kann man ja machen, ist vielleicht easy. Aber was mir auch aufgefallen ist, sie hat ja ihre Familie noch gerettet. Also die Kundschafter, die gingen aus dem Haus, rannten weg und dann musste sie zu ihrer Familie gehen, zu den Eltern und Geschwistern und sagen, du, sorry, ich habe ein Volk verraten. Ich hatte die Kundschafter bei mir, die sind jetzt geflüchtet, aber ich habe uns einen Deal ausgehandelt. Kommt alle zu mir in die Stube und wir warten, bis das Volk Israel kommt und so werden wir gerettet. Also, ja, ich weiß nicht, die Rahab, die hatte Mut. Also, die geht da zu ihrer Familie und ja, dann warten sie da. Oder was machen sie da? Sie wusste ja nicht, wann jetzt das Volk Israel angreifen will. Also, die musste ja dann irgendwie späher, vielleicht die Kinder, die Jungs, das ist ja nur kein lustiges Spiel, kommt, geht auf das Dach und jeder hat Schicht und wir müssen jetzt schauen, wann das Volk Israel kommt. Wenn sie noch nicht kommen, können wir noch Essen kaufen gehen, Früchte auf dem Markt und so, damit wir wieder 3 Tage überleben können. Die mussten sich organisieren. Also ihre Tat, die hatte Auswirkungen. Und das macht man nicht einfach so, weil wir keine andere Überlegung hatten, sondern die war überzeugt, dass sie so etwas Wichtiges tut. Das ist auch gleich das Nächste. Auch sie war eine Täterin des Wortes und hat immer wieder entschlossen gehandelt. Ihr Arm da ist nun nicht so stabil, hä? Sie musste handeln, damit ihr Glaube, auf dem sie stand, überhaupt zur Geltung kam. Wenn die Rahab nicht gehandelt hätte, nachdem sie geglaubt hätte, wäre sie verloren gegangen. Denn die Kundschafter hatten ihr noch einen Auftrag gegeben. Sie musste das Seil, an dem sie die Kundschafter aus dem Fenster heruntergelassen hatte, in das Fenster knüpfen, damit ihr Haus markiert war, rot markiert, dieses Haus muss stehen bleiben bei der Einnahme von Jericho. Und dann heißt es da so salopp, und Rahab knötete die Schnur sogleich in das Fenster. Also sie wusste zwar, die Kundschafter kommen nicht morgen, weil sie hat sie noch in die Berge geschickt, um sich zu verstecken vor den Jericho-Soldaten, die nämlich diese 2 Kundschafter suchten, aber sie hat sofort gehandelt. Sie hat nicht gedacht, okay, jetzt habe ich noch 1, 2 Tage Zeit und dann schaue ich dann mal, was da kommt, sondern sie hat so gleich gehandelt. Und ihr Handeln war heilsentscheidend. Das sehen wir auch in Jakobus, als er die Geschichte von Rahab kurz aufgreift, später in der Bibel. Ihr entschlossenes Handeln war heilsentscheidend für sie und für ihre Familie. Da blieb keine Zeit. Und sie hat sie auch nicht versprechen lassen. Eine Frau der Taten, die wirklich gearbeitet hat. Sie hat die Kundschafter im Vers 12 bei den Versen, die wir vorhin gelesen haben,
auch nicht gehen lassen, ohne ihnen einen Eid abzuknöpfen. Sie war von Anfang an entschlossen, ihre Rettung in diesen Israeliten zu suchen. Die Rettung der ganzen Familie von Rahab, die hing von ihrem entschlossenen Handeln ab. Auch wenn sie schlussendlich durch Gnade gerettet wird, wenn sie nicht gehandelt hätte, würden wir heute nicht über sie reden oder ganz anders. Und nun kommen wir zum großen Turnaround in ihrem Leben. Die große Segensgeschichte, die danach entstand aus Rahab. Rahab wird im Stammbaum von Jesus erwähnt und ebenso im Stammbaum vom König David. Sie war die Mutter von Boas, welcher der Urgroßvater von König David war. Ja, sie heiratete einen Israelit, sie wurde Israelitin, sie hat zum Judentum konvertiert und wurde danach in eine große Segensgeschichte mit eingebunden. Von dem zerbrochenen Leben, einsam, allein als Prostituierte, reden wir heute 3.500 Jahre nachher über eine Frau, welche einen König oder die Vorfahren eines Königs zur Welt brachte. David, ein großer König, den wir alle auch immer wieder als Vorbild hinziehen. Jesus kam aus ihrer Linie. Jesus, unser aller Retter, wenn wir das annehmen, hatte Rahab gewählt als seine irdischen Vorfahren. Der Stammbaum damals zu der Zeit noch viel, viel wichtiger als heute. Damals hieß auch jeder Hans, so wie der Vater Hans, und der Paul, so wie der Vater Paul. Das haben wir heute nicht mehr oder fast nicht mehr. Aber damals war der Stamm und die Abstammung entscheidend für das, was man im Leben erreichte. Und Jesus wählte Rahab. Also mich hat das wirklich fasziniert und vor allem das entschlossene Handeln. Sie musste Entscheidungen fällen, die sofort kamen. Das hat mich groß beeindruckt von der Rahab. Und nun möchte ich auch euch, jeden persönlich, einladen, zu handeln, zu entscheiden und aktiv zu werden. Was hat es nun mit mir auf sich? Wir haben nun hier 2 Vorbilder angeschaut und wir können denen folgen auf Instagram, Facebook oder sonst wo und ihre Geschichten lernen. Aber wenn wir nicht zu den Tätern werden und nicht unser eigenes Leben betrachten im Spiegel und Gott fragen, wo willst du mich verändern? Was ist meine Zukunft? Wo brauche ich den Turnaround? Dann bringt es nichts, das Folgen. Und nun gehen wir in eine offene Zeit, wo jeder von euch eingeladen ist. Einerseits Gott zu loben, zu danken und preisen, wie es Josua uns vorgemacht hat im Zelt des Herrn. Aber auch mit Abendmahl, mit Beziehung. Abendmahl ist das Zeichen, dass Jesus uns mit Ostern, dem Tod und der Auferstehung, mit Jesus versöhnt hat. Und wenn du an diese Versöhnung mit dem Gott im Himmel glaubst und Jesus gesagt hast, ich glaube an diese Geschichte, dass du für mich den Zugang zum König, Vater im Himmel, Gott, der manchmal fern scheint, aber eigentlich zu uns herab in unser Leben kommen möchte, wenn du das glaubst, bist du herzlich eingeladen, hinten am Tisch das Abendmahl zu nehmen, diese Beziehung mit Jesus zu feiern, ihm Danke zu sagen, aber auch ihn zu fragen, welches Zettelchen muss ich vielleicht bei mir selber neu positionieren und bestimmen.
Ja, als Christen sind wir nicht allein und deshalb haben wir auch heute Zeit, um zu beten füreinander. Es hat hinten dann auch 2 Menschen, Leute, ein Mann und eine Frau dabei, die für euch beten möchten. Geht zu ihnen hin, sie sind hier, um euch zu dienen im Gebet, um euch Trost zuzusprechen, aber auch mit euch Entscheidungen festzumachen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht einfach intellektuell irgendwelche Sachen entscheiden, niemandem davon etwas sagen und es dann bald wieder vergessen, sondern wenn wir anfangen, von unserem Glauben zu erzählen, wie es Rahab gemacht hat. Sie hat vom Glauben an diesen Gott Israels ihrer Familie erzählen müssen, damit diese überhaupt gerettet werden. Auch das ist ein Bild für uns in der heutigen Zeit. Wenn wir von unserem Glauben nichts erzählen, wird niemand sonst gerettet. Im besten Fall noch wir, aber die Leute um uns herum nicht. Rahabs Familie, die wurden auch gerettet. Die Eltern, die Geschwister mit ihren Familien wurden gerettet. Das steht in der Bibel. Nur weil Rahab von ihrem Glauben erzählt hat. Nutzt die Zeit für euch, wie es für euch dran ist. Hinten ist das Abendmahl bereit. Die Leute, die gerne für euch beten. Und dann steigen wir dann bald ein in die Lobpreiszeit. Danke, Vater im Himmel, hast du uns dein Wort gegeben, das uns immer wieder die besten Beispiele gibt, welche uns die Welt nicht geben kann. Beispiele im Glauben, welche unser Leben verändern. Danke für deine Geschichte mit diesen Vorbildern, aber ich möchte dir auch danken für die Geschichte mit uns, ganz persönlich in unserem Leben, dass du mit uns Geschichte schreiben möchtest, in der Berufung vorwärts gehen möchtest und mit uns und an uns arbeiten möchtest. Danke für diese Zeit, dass du heruntergekommen bist, Jesus vom Vater vom Himmel zu uns Menschen und den Weg geöffnet hast für Beziehung mit diesem Gott im Himmel. Danke begegnest du jedem Einzelnen in dieser Zeit. Amen.